Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Freunde und auch liebe Freunde vom Borussia Dortmund, falls ihr hier eingeschaltet habt. Ja, es ist am kommenden Samstagabend wieder soweit. Wir treten an gegen den BVB. Eine Freundschaft, die in den letzten Jahren ziemlich gewachsen ist, die vielleicht nicht jeder FC-Fan trägt, aber wie ihr eventuell an diesem Wimpel hier erkennen könnt, ich gehöre zu denjenigen, die diese Fanfreundschaft tragen. Bevor wir die Folge beginnen, endlich kann ich mal wieder sagen, endlich Wochenende, endlich wieder FC, weil ich bin am Samstag endlich dabei. Über einen Monat war es aus beruflichen Gründen nicht möglich, zum FC zu gehen. Wenn ich genau überlege, waren es sogar fast 2 Monate und deswegen ist bei mir die Vorfreude endlich richtig enorm und so richtig groß, weil wenn man etwas lange Zeit lang nicht ausleben konnte, dann freut man sich darauf umso mehr. Ganz unabhängig davon, wie sehr wir mal wieder auf die Euphoriebremse treten müssen. Weil, summa summarum, gehe ich im Nachhinein sehr gerne ins Stadion, egal was ist. Ich gehe sehr gerne zum FC und deswegen freue ich mich. Ich habe ja sogar ein 3-tägiges Wochenende und morgen geht es dann endlich, weil ich war echt lange nicht mehr, deswegen heute auch die Cap. Ich war lange nicht mehr meine Marvin Schwäbe Gedächtnisfrisur nachrasieren beim Friseur und das erledige ich morgen mal auf die Schnelle, bevor es dann fresh mit einem neuen Buzzcut zurück in meine zweite Heimat geht. Ich habe es ja schon mal erwähnt, zu Dortmund habe ich auch einen gewissen Bezug, weil das war die erste Stadt, in der meine Mutter gearbeitet hat, als sie Anfang der 70er Jahre nach Deutschland kam aus Serbien. Und deswegen, als dann diese Freundschaft entstanden ist, da dachte ich direkt, okay, da ist eine gewisse Connection direkt dabei. Ich habe es direkt gefühlt und mit den Dortmundern habe ich mich immer super verstanden. Bin mal gespannt, ob ich den einen oder anderen am Samstag begegnen werde. Für diejenigen, die dieses Video schauen, falls es schauen, natürlich, die Vorschau-Videos gehören ja nicht gerade zu den Videos, die besonders zahlreich geklickt werden, würde ich mal sagen an der Stelle. Aber sollten irgendwie zufälligerweise Dortmunder einschalten und am Samstag da sein. Restaurant Aphrodite, da hänge ich vorher ab. Falls euch das hier gefällt, dann könnt ihr gerne mit mir ein bisschen darüber schwadronieren. Natürlich gibt es viele Leute da draußen, die immer wieder sagen, ja, Fanfreundschaften, das ist doch total unnötig, weil auf dem Platz und so weiter und so fort, da kämpfen doch beide um Punkte. Ja, das stimmt ja auch. Aber es ist ja auch ein schönes Pendant zu den ganzen Rivalitäten und Feindschaften. Ich fand das schon immer interessant. Nicht nur aus FC-Perspektive, sondern immer zu sehen, welcher Verein ist mit wem befreundet oder auch nicht mehr befreundet. Weil das sind dann, glaube ich, noch die schlimmsten Rivalitäten, die dann entstehen aus ehemaligen Fanfreundschaften. Ist ein interessantes Thema für mich. Also insbesondere diese Kombination BVB und FC ist natürlich sehr interessant, weil früher waren wir Rivalen, das ist mir selber bewusst. Aber dass tatsächlich 2 Vereine aus demselben Bundesland eine Fanfreundschaft miteinander haben oder sogar 3, weil dadurch ergibt sich ja auch diese Kombination mit Rot-Weiß Essen. Das ist natürlich relativ selten. Normalerweise ist man immer sich der größte Rivale gegenseitig. Deswegen finde ich es immer unfair, wenn dann die Leute sagen, tolle Freunde, guck mal, die haben uns, keine Ahnung, 3:0, 6:0 abgeschossen oder sowas in der Richtung. Ja, aber nicht jeder Spieler ist ein Kevin Großkreuz, ein spielender Fan, der sich vielleicht hinterher sogar noch irgendwie entschuldigt oder sowas. Das sind Angestellte des Vereins. Es geht darum, dass die Fans miteinander befreundet sind. Ich meine, ihr erwartet doch nicht etwa, dass Niko Kovac vor dem Spiel zu seiner Mannschaft spricht und folgende Worte sagt. Leute, vergesst nicht, die Kölner sind unsere Freunde. Und deswegen spielen wir am Samstag mit angezogener Handbremse. Deswegen, ihr müsst es leider einsehen, Freundschaft bringt leider keine Punkte. Ich selber würde mir welche wünschen, mindestens einen. Aber naja, ihr wisst ja, die haben auch was zu verlieren. Mehr oder weniger, auch wenn ihr Vorsprung doch recht groß ist, was die Champions League Plätze betrifft. Aber die machen sich ja auch noch Hoffnung auf die Meisterschale. Auch wenn auch das mittlerweile auch allein schon durch diese Niederlage gegen die Bayern fast schon ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber sie werden bis zuletzt darum kämpfen. Und sie wollen in die Champions League. Und wir wollen auf jeden Fall in der Liga bleiben. Keiner hat dem anderen was zu schenken. Das müssen wir einsehen. Und klar, sehr bitter war bei unserem letzten Aufeinandertreffen die Verletzung von Timo Hübers, weil ab da mussten wir mit 10 Mann weiterspielen, da das ganze Wechselkontingent aufgebraucht war. Wir verloren das Spiel im Nachhinein 1:0. Wir hätten das 0:0 noch halten können, aber was willst du machen? Ab da ging auch schon langsam so dieser Hype zu Ende um diese Mannschaft, muss ich an der Stelle sagen. Und vielleicht muss man auch wirklich einsehen, dass Timo Hübers ein verdammt wichtiger Baustein bis dahin gewesen ist, den wir da verloren haben. Und seitdem schaffen wir es nicht mehr, irgendwie eine Siegesserie oder ähnliches aufzubauen. Aber auch unser Gegner ist von Verletzungen nicht befreit. Emre Can hat sich verletzt. Der wird auf jeden Fall für längere Zeit ausfallen, wird diesmal nicht dabei sein. Aber die haben ja noch Serhou Guirassy, ehemaliger Spieler von uns. Bei uns ist er nicht so eingeschlagen, eigentlich überhaupt nicht. Aber danach sein Werdegang, der war ja herausragend. Und
das ist ein wirklich genialer Spieler. Und die haben den. Mir ist zwar jetzt nicht bekannt, hat er jemals gegen uns getroffen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Wenn nicht, ich hoffe, das ist Samstag nicht der Fall. Aber gut, kommen wir doch mal zu unserer Mannschaft und wie sieht es aktuell beim 1. FC Köln aus? Der Vorstand des 1. FC Kölns hat sich klar zu Lukas Kwasniok bekannt, hat ihn den Rücken gestärkt und gesagt, man denkt überhaupt nicht über eine Entlassung nach. Wobei ich sage, keine Ahnung, vielleicht wäre es besser gewesen, mal gar nichts zu sagen, weil die Situation kann sich schnell ändern. Sicherlich hat die Sportbild behauptet, es gäbe so eine Art Deadline, wenn in den nächsten 3 Spielen keine 4 Punkte erreicht werden, dann wäre er weg. Aber keine Ahnung, sollte man dem wirklich Glauben schenken? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich selber bin ja nicht mehr überzeugt von ihm. Ich fände diese Deadline eigentlich gar nicht ganz verkehrt. Ehrlich gesagt würde ich sie auf 2 Spiele reduzieren. Aber naja, eins dieser Spiele ist halt der BVB. Und der BVB ist jetzt nicht unbedingt ein Gegner, gegen den du Punkte einplanen solltest, aber du musst es zumindest versuchen, mit aller Macht. Ob uns das gelingt, keine Ahnung. Weiß nicht so. Meine Tendenz geht wie des Öfteren ins Negative, aber das dürft ihr mir nicht übel nehmen, weil mir ist ja auch bewusst, dass wir halt jetzt auch nicht alles erreichen können, aber wir können auch mal über uns hinauswachsen. Bei der Pressekonferenz hat Kwasniok dann noch erwähnt, dass Alessio Castromontes wieder spielen kann und wahrscheinlich auch beginnen wird, wenn ich ihn da so richtig verstanden habe. Ich habe nur die Zitate gelesen. Castromontes hatte wirklich zu Beginn der Rückrunde einen verdammt guten Lauf und mal sehen, ob er wieder daran anknüpfen kann. Der 1. FC Köln und die ewige Thematik um den Rasen. Unsere Mannschaft musste ihr letztes Training dann im Stadion absolvieren, weil der Trainingsplatz auf Platz 1, der Platz am Geisbockheim, wo eigentlich alle Fans immer hingehen und beim Training zusehen, der war erstens nicht geeignet, mal wieder nicht bespielbar bzw. ramponiert und zweiter Grund ist auch, Kwasniok möchte in nächster Zeit öfter mal die letzte Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren und das war auch im Franz-Krämer-Stadion nicht möglich, weil das wird ja auch in Anspruch genommen von der U21 und auch anderen Abteilungen des FCs am kommenden Wochenende. Unser immer noch aktueller Shootingstar Said El-Mala wurde leider in dieser Woche von Julian Nagelsmann kritisiert. Er würde nur 50% geben, es wäre halt nicht gut genug für die Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und mehr oder weniger, finde ich, hat Lukas Kwasniok, wenn ich die Zitate richtig verstanden habe, ihn ein bisschen in Schutz genommen. Jetzt so ganz hinter ihn gestellt hat er sich nicht, aber er hat halt mehr oder weniger gesagt, er möchte nicht kommentieren, was Julian Nagelsmann sagt. Naja, was soll ich euch sagen? Manchmal würde ich mir für den Jungen wünschen, dass der Libanon eine richtige Fußballmacht ist, aber sein Anspruch ist halt die deutsche Nationalmannschaft. Aber keine Ahnung, ich glaube, ich bin sowieso ein so verwurzelter Mensch, für die, die es nicht wissen, serbischer Abstammung und komplett sich dem zugehörig fühlend. Ich glaube, hätte wohl eher an seiner Stelle für den Libanon gespielt, sei ganz ehrlich. Ihr könnt mich mal. Im Libanon wäre ich jetzt ein Superstar. Bevor wir dann zu unserem Spieltagstipp kommen, beziehungsweise Geiß oder Bock, muss ich direkt mal ein Thema in dieses Video integrieren, für das ich normalerweise eigene Videos mache. Ihr wisst ja, insbesondere die Trikot-Videos haben mir sehr am Herzen gelegen, aber ich kam diese Woche nicht dazu, noch zusätzlich dazu ein Video zu machen. Ich habe dafür nicht die Zeit und die Energie gehabt. Deswegen werden wir das hier integrieren, weil es ist ja auch eine FC-News aus dieser Woche. So, WeFC, diese Untermarke des 1. FC Köln, hat sich mit Hummel zusammengesetzt und ein neues Trikot gestaltet. Letztes Jahr, dieses Sondertrikot bzw. dieses Lifestyle-Trikot war ja etwas, das im Spiel nicht getragen wurde. Das war halt so ein Modeding für die Fans. Ich selber habe es sehr gefeiert vom Style her. Viele haben es natürlich als Marketingmasche abgetan und ich muss sagen, das, was sie jetzt diesmal präsentiert haben, ist leider Gottes eine Marketingmasche. Dieses Trikot wird unter dem Vorwand veröffentlicht, dass Hummel sich vom 1. FC Köln verabschiedet und mit einem Werbespruch beworben namens This is for the city. Okay, das ist für die Stadt und auch für die Fans gibt es nur eine Version ohne Sponsoren, Logos und so weiter. Aber was mich überrascht hat, ist, dass die Spieler darin auflaufen. Ich habe mich natürlich erstmal schlau gemacht, ob es wirklich so ist, dass man mehr als ein Sondertrikot pro Saison tragen darf. Es gibt da tatsächlich diese Regelung. Mehr als 2 sind wohl nicht möglich. Und deswegen schöpfen wir das dieses Jahr aus anscheinend. Und nun ja, in diesem Spiel wird unsere Mannschaft dann in diesem Trikot auflaufen. Beziehungsweise Trikots. Es gibt noch ein Torwart-Trikot, das ich ehrlich gesagt noch schöner finde. Selber sage ich, das Trikot ist schon mal geil deswegen, weil es oversized ist. Und weil es eine Langarm-Version gibt. Aber mehr gibt es auch nicht her. Nadelstreifen haben wir jetzt schon mehrmals gehabt. Hat auch Fortuna Köln diese Saison. Sicherlich möchte man da irgendwie eine gewisse Eleganz reinbringen mit diesen rot-grauen Streifen, diesem Nadelstreifen-Design. Der Kragen, sage ich mal ganz ehrlich, der gefällt mir
muss ich schon sagen, hier ist auch eine Knopfleiste vorhanden, falls man das auf den Bildern sehen kann, die ich hier rausgewählt habe. Die Hummelstreifen stören mich nach wie vor, aber auch hier im Kragen drin, Thanks Rewe. Nun ja, keine Ahnung, fühle ich irgendwie nicht, mich beim Hauptsponsor zu bedanken. Thanks Rewe? So, ja klar, schön, dass ihr so lange bei uns der Trikotsponsor seid, aber warum wird das uns als wohltätig verkauft? This is for the city. Wenn das wirklich für die Stadt wäre, dann sollte man vielleicht auch mal bedenken, wie hoch die Mieten in Köln sind, wie viele Obdachlose es gibt. Und da könnte man vielleicht mal den Preis auf, keine Ahnung, 48 € oder 19,48 € senken, damit es für jeden erschwinglich ist. Wie wäre es denn damit? Weil dann kann man sagen, this is for the city. Ich selber sage, das Design ist nicht allzu einfallsreich. Insbesondere stört mich, auch weil, wenn ich jetzt weiß, dass wir in diesem Trikot dann auch noch auflaufen werden. Deswegen hat man wahrscheinlich sich für den aktuellen Geißbock entschieden. Aber ich hätte mir einen Retro-Geißbock gewünscht, ganz ehrlich. Man kann nicht genug Retro-Geißböcke zeigen. Wobei ich sogar noch folgenden Vorschlag habe. Für den Fall der Fälle, dass WeFC nächstes Jahr wieder so ein Trikot rausbringt. Ich finde, dieser Geißbock hier ist ein bisschen ausgereizt. Haben wir jetzt oft genug bekommen, werden wir auch noch mal bekommen wahrscheinlich. Es gibt also Gerüchte, was die neue Adidas-Kollektion betrifft. Aber ich würde es gerne mal mit dem ersten Wappen des ersten FC Köln probieren. Das Rundwappen, wie ich es immer nenne. Ich habe mal ein bisschen herumgespielt und ein bisschen nur für mich selbst designt. Was sagt ihr dazu? Ich selber vergebe ja immer Schulnoten für die Trikots, keine 6 von 10 und den ganzen anderen Kram. Deswegen, ich gebe mal einfach nur eine 4. Ausreichend. Reicht aus, um die Gemüter zu befriedigen, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Keine Ahnung, warum da so ein großes Tamtam gemacht wird. Was müssen wir uns von Hummel verabschieden? Also klar, nicht alles war schlecht, aber ich war nie besonders zufrieden mit Hummel. Also ich habe Ulsport sogar mehr gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Die haben sich ein bisschen mehr einfallen lassen. War zwar ausgeflippt, aber es war einfallsreich. Deswegen gibt es hier nur ein Ausreichend. Ich bin da hart, was das angeht. Ich habe 130 Trikots in meiner Sammlung. Meine Top 20 könnt ihr gerne, wenn ihr auf das Video hier über mir klickt, euch ansehen. Es hätte aber auch locker eine 5 werden können, weil ich dachte mir auch so, okay, das ist alles und es ist eine 5 auf jeden Fall in der Kurzarm-Version. Eine Langarm-Version, ich finde, Langarm ist wirklich ultimativer Trikot-Style. Das hat nochmal so eine zusätzliche Eleganz. Das ist der erste Grund, warum ich mich für eine 4 entschieden habe und nicht für eine 5. Und der zweite Grund ist, dass sie sich für einen Oversized-Look entschieden haben. Also den Baggy-Look, den 90er-Jahre-Look. Ich finde, das sollte in den Fan-Versionen immer so sein. Gerne können die Spieler diese Schwimmanzüge tragen. So kommen für mich Trikots heutzutage rüber. Aber gibt uns Fans, das hat nicht nur damit zu tun, ja, Wohlstandsbauch und Quetschkommode, Presswurst, hat nicht nur immer damit zu tun. Es sieht einfach cooler aus. So lasst die Spieler gerne ihre Schwimmanzüge tragen. Aber gibt uns etwas Streetkultur zurück bei unseren Trikots. Verrückterweise fühle ich trotz der Farbwahl, aber das ist ja ein Torwart-Trikot, halt das gerade eben benannte Torwart-Trikot. Das hat was von Frankreich. Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein französisches Nationaltrikot. Kragen und Ärmel fügen sich da perfekt ein. Es sieht wirklich aus wie Frankreich 96. Und wenn ich mich momentan auf die Adidas-Kollektion warten würde und nicht aktuell, um mich ein bisschen wirtschaftlich zu konsolidieren, im Sparmodus wäre, da wäre ich vielleicht bei diesem Trikot mit einem Marvin Schwäbe-Flock oder einem Ron-Robert Zieler-Flock schwach geworden. Das Trikot kriegt dann tatsächlich von mir, ich sage ganz ehrlich, ein Torwart-Trikot hat halt nun mal nicht die Vereinsfarben, aber einfach, weil es diesen Frankreich-Style hat, eine 3+. Ich habe mich für eine 3+, also befriedigend plus entschieden. Also komplett als Verarsche tue ich diese WeFC-Kollektion dann doch nicht ab, aber der Preis von 100 €, der lockt mich nicht vor den Ofen. Ist tatsächlich zu teuer, vor allen Dingen, wenn man es mit so einem scheinheiligen, für mich wirkt das dann im Nachhinein in dem Kontext scheinheilig, Slogan namens This is for the City wirbt. Wir sind kurz vorm Ende der Sendung, aber wir haben noch nicht unser Tippspiel gespielt. Geiß oder Bock? Und jetzt ist es wieder soweit, der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den ersten FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze 1:0. gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Ja, liebe Freunde, ich habe euch mal wieder abstimmen lassen. 73 Stimmen sind eingegangen. Davon tippen 30% auf einen Heimsieg für unseren FC, 22% auf ein Unentschieden und die Mehrheit von 48% waren das ein paar Dortmunder. Aber ich denke mal, der Realismus ist ein bisschen eingekehrt. 48%. Oh, 48, 1948. Krass, krass. Was für ein Zufall. 48% glauben an einen Auswärtssieg für den BVB. Schauen wir mal, was wir tippen. Denn die Münze
ist die letzte Hürde. Deswegen, das hier repräsentiert in dem Falle den Heimsieg für den FC, die gefärbte Seite. Und das hier den Auswärtssieg für Borussia Dortmund. Geis oder Bock? Ja, zum ersten Mal seit langem ist es das negativere Ergebnis. Auswärtssieg BVB. Und von daher, da wir keinen besonders guten Lauf haben, ich mir aber vorstellen kann, dass wir wieder ein paar Minuten was zu jubeln haben, tippe ich mal auf ein 1:3 für Borussia Dortmund. Ja, liebe BVB-Fans, falls ihr wirklich gewinnen solltet, bitte, ihr könnt gerne singen und so weiter, aber ich hoffe, ihr zeigt irgendwie ein bisschen Mitleid mit uns und stimmt auch mal irgendwas Ermutigendes für den 1. FC Köln an. Das würde ich mir sehr wünschen. Trotzdem freue ich mich auf dieses Spiel. Ich war lange nicht mehr im Stadion, verdammt normal. Wenn man von etwas lange Abstand hatte, dann freut man sich darauf umso mehr. Und wer weiß, vielleicht wird die Münze ja widerlegt. Was ich natürlich hoffe, weil mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Fakt ist, wenn wir verlieren sollten, die Schlinge, die zieht sich immer enger um Lukas Kwasniok. Etwas, was ich mittlerweile schon nicht mehr ausschließen kann. Mit so einer Inkonstanz, das wäre die logische Folge von all dem. Aber gut, wer weiß, vielleicht kriegt er noch die Kurve. Immer dann, kurz bevor, wenn wir geglaubt haben, nächste Woche ist er weg oder sowas, dann hat er seinen Kopf noch aus der Schlinge gezogen. Das ist mir aufgefallen. Aber das sind meine Gedanken zu diesem Spieltag. Wir sehen uns wieder zur Reaction und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.